PISA, de Wissensmagasin. Präpariert an Zusammenarbeit mit dem Fonds National de la Recherche. Zenkt Aventuren. Einfach Ried. Zenkt Adrenalin. Ich flehe. Ich kann nicht leben. Zenkt Staunen. Ui, was heißt? De PISA feiert 10 Joer. Dat sind iwwer 130 Sendungen. Haut feiere wir die runde Geburtstag. Am Tasten Ascher krcht moat, wat hängt geblieben ass. Was geschieht, wenn ein Dolo Wasser dran tippt? Es spritzt. Sicher. Definitiv. Los. Wie Zeit aber verflitt. 10 Jahre schon. Und du hast guten Abend am PISA. An Joseph. Happy Birthday, PISA. Und ein kleiner Appell aus der Mathe feiern wir also heute Abend 10 Jahre PISA, der Wissensmagasin. Aber wenn du gleich Christ macht, an unserem PISA Geburtstagsquiz die Frage richtig beantwortet, den kann man einem kleinen Stück Kuchen matt feiern. Melo, Joseph, wünsche mir also mal etwas. Genau. Und wir machen noch ein paar Experimente heute Abend. Und das war das erste. Das dürfen wir natürlich nicht mit einer normalen Kerze nur machen. Das sind nämlich keine normalen Kerzen, sie sind aus Marzipan. Aber den richtigen Kerzen, da ist natürlich auch gliedische, flüssige Wurst drauf. Und ja, da geben sich ganz sicher verbrennen. Mit dem Docht, den hat aber richtig gebrannt, war als Mandelsplitter. Und Mandelsplitter, ja, du hast Mandelurlich dran und den Urlich, der brennt wie richtigen Urlich. Und dafür wird die Kerze dann auch gebrannt. Aber wenn es dem Wasser, was wir einfach am Mund tun, das baut Joseph, dafür haben wir es nicht verbrannt. Genau, Wasser, das absorbiert ganz viel Hitze. Und dafür kannst du auch das heute Experiment weisen, ne? Als eine normale Flamme. Dann kann ich einen Luftballon mit Wasser halten. Und der geht nicht futti, weil die ganze Energie direkt an das Wasser geht. Und dadurch geht die Ballonshaut die ganze Zeit gekillt und die kann nicht platzen. Ich kann das sogar über dem Koch machen, das heißt so viel Vertrauen in dem Experiment. Ja, und das tote Experiment, das kann ihn auch auf die Spitze treiben. Schutzbrille ganz wichtig. Der Joseph hat nämlich eine Mischung präpariert. Das ist eine Flüssigkeit Wasser mit Seifenblasen und ein Gas dran. Aber wenn ich das Gas auf meine Hand machen, dann geht das auch eine Flamme, weil meine Hand ja nass ist, weil du ganz viel Schaum hast mit Seifenblasen, hast du ganz viel Wasser und dafür wird meine Hand nicht verbrennen. Ich muss just, weil, attention, Madame, ich muss aufpassen. Hui. Ja, gerade wie beim Ballon, du hältst das Wasser, hält ganz Energie ab, dafür ist es nicht verbrannt, oder? Nein, ich habe mich effektiv gut nicht verbrannt. Ja, das sind schon ein paar flotte Experimente, die wir heute noch machen, die wir auch schon an all den Jahren gemacht haben, an einem gemeinsamen Highlight von uns zwei, also mal den PISA Summer Challenge, wo wir am Sommer etwas Extras zusammen erlebt haben. Am biselo lächten PISA Summer Challenge Schummerreis 8000 Joer zurück an die Vergangenheit katapultiert. Wie sind Menschen an der Stehenzeit op die Jurcht gegangen? Mit was haben sie Feier gemacht? Misere. Wie gouf gekocht? Aber mit was haben sie gemalt? Am Mittelalter-Challenge schon mal gewesen, wie die Reichsburschere gelieft und die Stärkritter gekämpft haben. Er soll mich einfach lesen. Ich hab den Ding nicht mehr. Oh je. A pur 100 Joer mi frei hunn Reimer sech zu Lützeburg op hier Kampf prepariert. Das sind höchstens 3 Meter, das ist nicht dick.
oppassen, oppassen. Da kommen wir im Stein, da kommen wir im Stein. Nach méi sportlech war es en Kajak-Challenge op der Sauer. Emol queescht durch Lützebusch, vun der Belscher Grenz op Rosebud. 3D, die als alles ofverlangt hunn. Mir fällech ma direkt am Ufang wéi gedoen hunn, an de Mr. Science, well hien dofir de Grof vun den 100 Kilometer huet missen e Läng paddeln. Wannch gelieft lo man eng Stunde, dann schlief meist den net méi schwéer wie schon ass. Weißt du was? Dem Faser gibt de Boden ausschloe. Van geht von engem Problem sitzen. Iwer Musel wollte man am selber gebaute Pëderlo fuhren. Mir direkt vun van Gunn hunn Ketten gebockt. Du hast noch nicht gewonnen, ne? Du hast Ketten drauf. Nee. Technische K.O. an der Eichter Run. An dobei hat dem Reise soviel méi ginn. Iwer 40 Stunden erbecht, verdeelt op 6 Deeg. 50 Stecker Holz, aber 200 Schrauben. Beim alleréischte Pisa Summer Challenge hummeret missen 3 Deeg an 2 Nuchten am Bëch packen. Oni Zelt a Liewensmëttel. Wasserhummer selver misse fannen. A bis er bepuer Frieschten an 2 Fëch goufet net viel ze beißen. Also haben wir den Wolf mit seinen Feuerpatten. Bestimmt Wasser auf. Beim Wolf-Challenge dürfte man erst mat hullen. Dafür aber nicht durch Ortschaften oder über Straße gehen. Wie der Wolf eben. Queestisch Land. 70 Kilometer an 2 Deeg. Komm ich schlufen rein. Ich schlufen nicht rein. Bei unserem Steenzeit-Challenge, gerade auch wie beim Überleben am Busch, hat Feuer ummachen ja eine zentrale Rolle gespielt. Und lo, ich meine, das ist unschwer zu kennen, geht es auch ein bisschen Experimenter, wie ein Feuer aufkriegt. Dafür als echt froh, 4 Stück kurze gewonnen. Mit 2 Sachen kriegt ein Feuer sehr und brennen. Mit A. Karkäse alleinölig, B. Orange a Glaspapier, C. Pivel a Batterien oder D. Luftballon a Woll. Pivel a Batterie. Sicher. Definitiv. Voll Luftballon. Mat wat kriegt ihr Feier gemacht? Mit Batterie. Pivel a Batterie. Okay, schön voll mit dem Luftballon. Voll mit dem Luftballon. Ja. Maar ja, eng bot vol hat der batterie. An die richtige Antwort, die geht es los von Mr. Science. Ja, mat Leute hun relativ gut Bescheid gewusst. War effektiv wann ich lo Wollhölle man Ballon an schreiben dat ist eng elektrostatische Ablesung, dat kann kleine Funke geben fir dummer der Feier unzumachen, da das wirklich schwer. Leinwelech, dat kann auch brennen, wann en zu lang op enger Fatzleiie leist, da kann diese spontan entzünden, mat Karkäse summen gëtt dat ke Feier. Außer das in der Superschaft. Vielleicht mal super mat Glaspapier an Orange, dat geht eigentlich auch nicht. Me mat der Orange du kann in einen cool Fireball machen, dat weiß ich kurz. An enger Orange sind effektiv war urlecher dran, an wann in die Richtung Kerz mischt, da kann dat schon so ein kleinen Stichflamm gehen. Guck mal ob geht. Okay. War die richtig Antwort op froh als effektiv mat der Batterie am Pivel, wann in die wieder den hält, da gibt er de kurzen. Und dann fängt der Pivel mat geléien an dummer der krit den problemlose Feier un. Voilà. Ja? Als Feuerexperimenter respektiv Denkfeuerexperimenter sind aber nicht immer Rieder ausgegangen. Nee, also ich erinnere mich schon auch an den Feierlauf, wie die geledisch Kohlen und du hattest ein bisschen überdriven mit den Kohlen. Ich wollte ja auch sich beweisen, dass ich ohne Meditation noch über so eine Feiertappe schlafen. Aber mein Feiertappe war so dick, dass ich mal kräftig das Face verbrannt habe. Ja, voilà. Ich habe aber keine Behalte, Gott sei Dank. Also kein in the face. Das war ein von ganz vielen Experimenten, die Mr. Science die letzten 10 Jahre gemacht hat. Und die Experimente eigene Life leben, das ist dem Joseph immer ganz wichtig gewesen. Wenn ein Experiment sich an der Luft aufspielt, dann ist es natürlich noch viel mehr spannend.
Ein nächsten Extremwoll war für rund 9 Jahre an einem Düsenjet. Du hast allerdings nicht Heisch Fites gegangen, mehr G-Kräften, also die Kräften, die bei extremen Accelerationen auftreten. Hierbei hat ein Gefühl an den Sitz gedreckt zu gehen. Ich wollte testen, wie viel G ich packen kann. Bei 3G fiel den sich 3-mal so schwer wie auf der Erde und ich konnte meinen Arm kaum gehören. Bei 6G war bei mir Schluss. Düsenjägerpiloten mit Spezialkostümer können bis zu 10G packen. Mein großen Dram habe ich mir für rund 8 Jahre zu Bordeaux erfüllt. Ich konnte an einem Forschungsflieger mitfliegen, wo sie Experimente an der Schwerelosigkeit machen. Ich konnte also wie ein Astronaut schweben. Der Flieger schießt den Stoff hier selber an die Luft und lässt sich kontrolliert fallen. Da ist jemand, das ist unbeschreiblich, kann ich sagen. Von den Emotionen auf für den Mo definitiv die extremsten Erfahrungen. Aber das ist schon schwer. Aber wenn es spektakulär soll sein, da brauche ich hier Hilfe. Pomschen waren mehr wie einmal auf einem Tournage dabei. Hier haben wir zusammen mit dem CGDIS gewiesen, für wer sich bei Überschwemmungen auf keinen Fall am Keller soll abhalten. Im Flugfeld, die können doch einen Moment heilig die Fenster. Am Pisa iwwer Glas wollte man herausfinden, ob ein Glas wirklich mit seiner Stimme brechen kann. Opernsängerin Patricia Freires krudet effektiv hin. Es muss in den Ton treffen, den Glas und Schwinge bringt, und Glas der war aber auch nicht zu neu sein. Ich habe das Experiment am Vierfeld selber probiert, an nur gefühlten 1000 für sich, als es endlich gebracht. Bei diesem Experiment hat auch ein Glas müssen drüber leben. Wir wollten beweisen, dass in ein deckt Gefäß und Platz kriegt, allein durch den Druck von einer dünner, dafür aber heiger Wasserseil. Es ist darum gegangen zu erklären, dass der Staumauer egal ist, wie breit oder groß der See ist, aber nicht wie heiß. Was Wasser mehr heiß, was den Druck mehr groß ist. Okay, cut! Nur 35 Meter am dünnen Schlauch hatte man den kritischen Druck am Glas erreicht. An der letzten Saison soll der Drimmer an die Lut gehen, mit dem selber gebauten Pabayer-Flieger. Ich wollte einfach wissen, ob er selber dummer da fliegen kann, wenn er just mehr groß baut. Ich krieg Hilfe von Schülern aus dem Wölzer Lycée. Am Schluss ist Zeit aber ein bisschen knapp gehen, und wir kriegen die Struktur nicht stabil. 3, 2, 1, alles! Wer weiß, wie weit man sonst geflogen wäre. Der Looping am Kunstflieger hat dafür besser geklappt. Hier wollte man herausfinden, ob ein Becher Wasser nicht ausläuft, wenn ein dummer ein Looping fliegt. Wenn er den Eimer sehr dreht, klappt das ja mal. Okay, du? Also wenn ihr sehr genug dreht, da bleibt das Wasser am Eimer, das Glas müsste theoretisch auch stehen bleiben. Okay, da reifen nicht auf Schluss. Also, wenn ihr das sehr genug dreht, ist das bewiesen, da bleibt der Glühwein auch an der Tasse. Aber was gibt da geschehen, wenn man den Glühwein mit an den Flieger holen? Und auch da haben wir ein paar Antwortmöglichkeiten. Bleibt der Glühwein an einem Flieger-Looping am Döppen? Wenn man den Looping fliegen am Glühwein verkacht, der Glühwein? Tippt den aus dem Glas raus oder friert der Glühwein? Es bleibt am Döppen gewiss. Bleibt am Döppen? Ich meine auch. Ich gebe so ein Leben aus. Es lebt aus. Ich ging so nicht früher. Was geschieht da los? Das ging auch so nicht früher. Aber weil der Flieger relativ heiß an der Luft ist, gell? Gibst du so, dass er dran bleibt? Ja, wenn es ja genug ist. Das ist effektiv, am Looping geschieht genau dasselbe. Der Pilot der fliegt immer so, dass er an den Sitz gedreckt wird. Wenn der Pilot natürlich gibt Uhr, Gas lassen, da gibt es nur reinfallen, da gibt es nur rausfallen. Solange die Vitas hält, wie ich noch gehalten habe, bleibt es einfach am.
Ja, de Glühwein gif also auch am Fliegerlooping schön als enger Tas bleiben. Dat irgendwo logisch, aber wenn den sich vor sich stellt, dann... Nee, das, also, ich bin auch nicht geglebt, bis ich wirklich gemacht habe. Und effektiv, dass das Wasser aus an dem Dippen dran blieben, obwohl ich auf der Kopf war. Ja. Unglaublich. Nee, das ist wirklich effektiv. Das sind also so Sachen, die am Kopf bleiben. Ich hatte der Moment auch ein paar an den letzten 10 Jahren. Sind besonders die Momente, wo man auf Plätzen ragelos gehen, wo ihr normalerweise nicht hinkommt. Egal ob 130 Meter hohe Wandrad am Eisleck. Es sind hier ein Wandrad von einer ganz neuen Generation. Oder iwwer de Wollecken RTL-Mast zu Hause. Ui, das heißt. Mat héichten Angst wären op den hegste Bauwieker vu Lützeburg net weit kom. De Mast ass 300 Meter héich, 2 Meter breet. Den RTL 92.5 gëtt vun hai gesamt. Grad wie den 97.0, den deitschen RTL. De recht sinn Handyantennen. Mir hunn Techniker vun der BCE, dem Broadcasting Center Europe, bei enger Inspektion begleet. Für rund 10 Joer gonget mam Sportsflieger an Lucht. Für den 100. Geburtstag vun der Fliegerei zu Lützeburg. Min op d'Geschicht vum Flughafen zréckgeguckt. Den éischchte Linnewol vun der Nationaler Fluggesellschaft op Paris. 57 Joer sinn dat lo hier. A fir un engem Joer hunn d'Flughafe Pompien als mat op d'Fliegerbrick geholl. An dann hatte man die verstoppte Plätzen ënner dem Boden. Kasematten an der Stadt sind ein ënnerirdischcht Labyrinth rundum de Stadtkehr. Von de freier 23 Kilometer sind der Haut nach 17er Halen. Bin ihr die Kasematte gewesen, wo ihr op normale Visiten nëderer könnt. Diese Schacht as vun de Raschpëtzer, déi leiien am Bësch bei Walfer. Sie bringen e bei ein ënnerirdisch Trinkwassersystem. Gebaut für rund bald 2000 Joer vun der Remer. Sie hun mat Wasser aus dem Boden bei hier Willen am Ulzestall geleet. Das Galerie sie bald 8 Meter heich. Se gi weit iwwer 100 Meter tief an de Bierge ran. An Haut wëssen dann net mi viel, dat se ze iwwerhaupt gëtt. Dolomitwieker vu Grevemacher an Wasser bëllech. Den Dolomit gouf an der Stohlproduktion gebraucht. Bis 1985 hun se de Steen aus dem Boden herausgeholl. Mat der Stohlkris as auch dem Dolomitwiek d'Luft ausgangen. Für 5 Joer krudech wären de poedegen Ableger an Grundausbildung vun der Rekrute bei der Armee. Gouf net verschont. Beam Pfund. Trick. Was me. An der Sendung iwwer Brecken dürfte man an den Entretien Chariot ënner der Ruderbrick. A fir 6 Joer krut Grevemacher eng ganz neu Brick. Wir waren dabei, wie se montéiert gouf. A Forscher vun der Uni Alu hund Bauwerk und Vibréiere brucht. Dommer kann ihn herausfannen, ob eng Brick beschädigt das. A mat der heiten Aktiun hummer glücklicherweise ke Monster Gafferstau Städter Kontournement verursacht. Iwerdems de Joseph Lois eng Brickbau, die wat dem mal gleich nach Schwatzen, die waren im Jorenker Thema an engem Reportage, kommen enker Zreck op Tasperbrick an als nächst Quiz froh. Die Brick die gouf 1993 fir den Verkeier freigin. Do fir drun huet awer noch misse getast gin. Wéi gouf Tasperbrick getast? A. mat Schneekamion vun de Point Chaussee, B. mat Panzer, C. mat Dreckskamion vun der Stadt Lützeburg oder D. mat Vibrationstaster. Es ging so Vibrationstester. Ich ging so mal Panzer, ich weiß aber nicht. Es gibt so Vibrationstest. Wahrscheinlich mal Vibrations. Das ist nur ja kein Panzer.
Tasperbrick ass 260 Meter lang am ermëttelste Porto iwwer 100 Meter héich. Hire richsche Nummers Pont Victor Botzon, benannt no fréieren Transportminister. A 26 Joer sinn tatsächlich Panzer drwer gefu. Dem dickrecher Militärmuseno wären net amerikanischer. Hex wahrscheinlich vun der Versa oder vun enger Base zu Kaiserslautern. Sie hunn Strosem 8 cm eruf gedreckt. Dat huet ihr noch heieren. Aéi Panzer dünn all op enger Seit stoungen ass bregem 13 cm erufgangen. Et kann jo moll fir kommen, dats et just op enger Seit staut. Et waren also tatsächlich Panzer, die 93 iwwer Tasperbrick gerollt sinn. An de Point Chausseno hat dat eichter symbolsche Showcharakter an et gët doch haut net méi so gemer. Et kënnt nämlich eichter op Schwingungen un, déi eng Brick muss aushalen. A jidderen den gesot et fir een Vibrationstaster gewicht war also Orlo net wirklich falsch. Hei as lo die Brick, die de Joseph Lo just gebaut huet, do as do bisssen Schwingung gangen. Das ass eng Brick, die du mat Schüler gebaut hast, ohne irgendwie Schrauben oder Seele oder Page oder Nähl zu benutzen. Just Holz. Genau, das ist ein Militärbrick, die den Leonardo da Vinci entworfen hat. Und wir wollten die über einen 10 Meter breiten Fluss am großen bauen. Und das hat auch effektiv geklappt. Und das war mega spannend, muss ich sagen. Und du warst sogar drüber gegangen. Schön, Sie ein bisschen tasten, ja, ne? Genau. Gott sei Dank war schon gestreckt. Mit hätte geklappt. Ziemlich impressionant war auch Joseph Fest an einer Sendung über Temperaturextremer, flüssige Stickstoff von minus 196 Grad Celsius, a Kontaktbrüste mit glidischem Thermit, also flüssigem Eisen am Funk. Genau, und die war 2500 Grad warm. Und das sind wirklich die zwei Temperaturextremer, die man so relativ einfach machen kann. Und voilà, das war eine mega impressionante Reaktion, wo wir auch ganz, ganz viel Pompier geholfen haben dabei. Ziemlich impressionant, dass doch von diesen flüssigen Stickstoff, den immens kal ist, mit kachendem Wasser mischt. Und darüber geht an unser nächster froh. Das ist, was geschieht, wenn ein Wasser bei flüssigem Stickstoff schützt? Es wird jederin rundherum nass gespritzt. Und dann steht ein großes Volk, das ist just ein bisschen Dampf. Und dann steht ein großer Eisbiersch oder es knüpft alles und explodiert. Viel Dampf. Viel Dampf. Ja. Un nuage, oui. Vous dites aussi un nuage? Okay. Was geschieht, wenn ein Dolo Wasser dran tippt? Es explodiert. Nee, explodieren zwar nicht. Aber ich gebe so einen Eisblock. Ein Eisblock. Okay, 3. Wenn er noch nie eine Wolle gut gepackt hat, dann könnt ihr mit der Gefangenen dran, dass so viel sich eine Wolle gut. Ja, ja. Das kachend Wasser da dran geheilt, dadurch ist das ein bisschen wie eine Explosion gehen, das kachend Wasser so ein Blutgeschoss gehen, weil es aber so warm ist, dass es verdammt. Und der Stickstoff, den hat direkt so aufgekillt, dass drin Wasserdrüpse gesehen. Und die kleinen, mini-kleinen Wasserdrüpsen, die bilden dann eben ein Wolleck. Ja. Richtig war also die weiß Wolleck. Und wir werden dasselbe schon gleich nachher probieren mit rotem gelidische Glühwein. Sie gespannt, was da geschieht. An der Zeit Heiner Reinkeier ein kleiner Rückblick auf die letzten Jahre, die letzten 10 Jahre Pisa, das Wissensmagazin, mit ein paar kuriösen Experimenten, die wir gemacht haben, immer mal ein Ziel, als ein Zuschauer den Alltag an die Wissenschaft zu bringen. Wann engem een hannene wäsch geht, da soll en séier fortlaufen. Falsch, de Gestank kënnt engem nämlichlech no. Mat engem opwennegen Experiment hummer herausfand, dat den sech am besten seitlich aus dem stinkesche Stöps mischt. Dass an de Cornflakes wirklich Eisen ass, war mat diesem Test eindeutig bewiesen. Und das weil hai effektiv ganz klein Eisenspeicher sind. Und die probieren wir nur rauszuholen. Voilà, gesagt, das ist nicht viel, mit das aber wirklich renkt Eisenmetall an den Cornflakes dran. An der Ralentie-Sendung konnte man weisen, wie verschiedene Körper sich verformen.
Hai hummer gewissen, dat se Wëllo just riecht behält, wann der Cyklist permanent renkelt am am Kierper ausbalancéiert. Fi iwwer den dënn Seel brauch en Geige gewiicht. Am Schlofpisa hunnech 2 Nuchte missen durchmechen. An Duno huet de Mr. Science getest, wéi de Schlofmangel sech op még Geschäcklechkeet ausgewirkt huet. An Hai hummer mat der Luucht gespielt, erkläert wéi optisch Täuschungen entstinn. Das Räder op der Tëlle hanner ze sträinen, huet ganz einfach dommer ze den, wéi d' Kamera astalt ass, mat derin Bilder dreint. Du ass lo de gelidege Glühwein dran an als lächte froh ass wat geschitt, wann en de gelidege Glühwein an de flüsche Steckstoff schëtt. Ja. Ass et A, dann steht die selwecht Weisfolleg wie beim Wasser. Ja oder B entsteet so eng Rotfolleg, weil de Glühwein in as auch rot. Oder C, dann steht gur kein Wolleg vun dem Zocker an dem Alkohol am Glühwein. Oder entsteet so einen großen Feuerball. Wow. Feuerball durch den Alkohol. De Feuerball durch den Alkohol. Okay. Den dritte. Kein Wolleg. Wolleg wenn's Okay. Alkohol. Na von gut weil wenn's Alkohol ne. Gur kein wenn's dem Alkohol. Bleibst du weiß. Gesinn wir gleich. Wir machen das Experiment. Probieren. 3, 2, 1. Gëtt eng Weisfolleg mat am Ufang bësse rot, dat ass wat de Wein natürlich spritzt méi d Wasser wat verkacht anm zu dripse gët, dat schenkt awer immer weis. Aber lo wann der wëlt, der krit er lo ei bësse Glühwein Glas ze schmachen. mat Schuss as se nachwässer. Nächst ge ma mat Schuss. Bësse Schuss ja. Du mat der nächster dat mat Schlüsse schleise mir als 10 Joer Pisa Geburtstagsfeier of. Wir so en grosse Merci fir die lacht 10 Joer an mir Freners op dat wat nach kënnt. Nee, ja, hunner net Nee. Im Internet könnt ihr alle guten Pisa aus den letzten 10 Jahren enke gucken. An die Internetadresse ich kann sie nicht, Joseph, du kannst sie. pisa.rtl.lu. Ganz genau. So, schönen Abend nach, schöne Feier dich an bis am Jahr 2020. Ciao. Pisa de Wissensmagasin och anderem Dauer am Replay op pisa.rtl.lu oder ganz bequem Tablet oder NRW mat der Smartphone-App vun RTL. Op science.lu fan der Weiterinformationen an interaktiv Beiträge iwwer Wissenschaft a Forschung zu Lützeburg, awer och Experimenter fir selber daheim not zu machen. Science.lu méi entdecken.